Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoff Battles. Zweites Video von dieser Serie. Und beim letzten Mal habe ich euch ja darum gebeten, mir Teams vorschlagen, mit denen ich spielen soll. Und gewonnen hat das mal der HCD und das Team Österreich. Somit fallen die beiden Teams weg, also die beiden Paarungen fallen zusätzlich weg von denen vom letzten Mal. Ich zeige jetzt euch noch den Playoff-Baum, damit ihr seht, für welche Teams ihr für die nächste Folge noch voten könnt. Und da haben wir den Playoff-Baum. Beim letzten Mal haben wir ja mit der Schweiz gegen Turku gespielt und mit der Avalanche gegen Bern. Das heisst, die beiden Paarungen auf der rechten Seite fallen weg für das nächste Mal. Genau so auch von der rechten Seite die Paarung Österreich-ZSC und von der linken Seite die Paarung HCD gegen Tschechien. Also, alle anderen Paarungen stehen noch offen. Schreib jetzt den Namen von diesen beiden Teams rein, wo du gerne möchtest, dass ich mit denen spielen. Und es ist klar, dass jeder Kommentar zählt. Also, battlen euch in den Kommentaren. Aus dem Grund heisst das ganze Format ja auch Crazy Playoff Battles. Und wer battelt sich heute? Natürlich ich mit dem CPU. Wenn dir das Ganze gefällt, dann zeig mir das unbedingt noch mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und wenn du möchtest mal live dabei sein bei so einer Aufnahme oder sonst bei meinen Streams, dann folgen mir doch auf Twitch. Und in der Videobeschreibung kannst du einfach den ersten Link anklicken. Dann kommst du so zu meinem Kanal und kannst kostenlos ein Follow da lassen. Meine Eigenwerbung habe ich somit gemacht und gesagt, was es zu machen gilt in Sachen Kommentar. Jetzt bin aber auch ich nochmal gefragt, und zwar mit der Action auf dem Eisfeld. Und die startet jetzt! Natürlich werden wir die anderen Spiele, wie du hier gerade siehst, simulieren. Somit hier San Jose gegen Freiburg ist unsere erste Paarung. San Jose führt nach einem Drittel bereits mit 4:0. 7:2 nach 2 Drittel. Und am Schluss gewinnt San Jose klar mit 8:2. Der nächste Match, der fast gewonnen hätte bei den letzten Battles bei euch, das ist Tampa gegen der EVZ. Und da steht es nach dem ersten Drittel weiterhin 0:0. Auch nach 2 Dritteln noch 0:0. Aber am Schluss hat Tampa so viele Schüsse mehr gemacht und gewinnt locker mit 4:0. Wird auch Pittsburgh so hochkantig gewinnen? Wir werden es jetzt dann gerade sehen. Nach dem ersten Drittel sieht es tatsächlich so aus. Ja, nach 2 Dritteln könnte man meinen, es könnte sogar noch 10 Goal oder mehr geben für Pittsburgh. Nein, aber im Totalen hat es 10 Goal gegeben. Pittsburgh gewinnt da mit 9:1. Und somit kommen wir zu unserem ersten Live-Match. Österreich gegen den ZSC und ich darf da mit Österreich antreten. Also, mal schauen, ob wir es schaffen, den ZSC siegen. Erster Schuss ist auf jeden Fall schon mal aufs Goal. Oh, Z jetzt mit ihrem ersten Angriff und der verwerten es gerade. Weil ich einfach schlecht verteidigt habe und somit führt der Z bereits mit 1:0. Oh, nächster Angriff vom Z, müssen wir aufpassen. Guter Check. Oh, 2 gegen 1, 2 gegen 1 und sie machen das nächste Goal. Das gibt's doch nicht. Nein, 0:2 schon im Rückstand. Nein, wieso kriege ich den Pass nicht an? Hey? Scheiß Powerplay, hey. Das ist ein Boxplay. Oh, Goalie, seine erste Parade. Hey. Nein. Oh, zum Glück verschießt er. Können wir mal eine Offensivaktion zeigen, die etwas bringt. Eine Offensivaktion. Einfach nur eine, auch wenn es ein blöder Schuss ist. Ich glaube, das ist die einzige Offensivaktion jetzt von mir mit der Österreich im zweiten Drittel. Kommen, jetzt rechts über, jawohl. Zack, abdrehen und jetzt durch. Und jetzt ein Schuss, aber auf der Goal. Ich bin so schlecht mit diesen Österreichern. Das letztes Drittel, Scheiße, startet mit einem Fehlpass. Und startet auch gerade noch mit dem dritten Goal für den ZT. Ich kriege nichts her mit diesen Österreichern. Erst 4 Schüsse habe ich aufs Goal geben. Kommen. Hey, jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es auch Zeit. Hey, ja, und komm, nein! Ja? Nein! Doch! Keine Ahnung! Hey, ich bin so schlecht mit diesen Österreichern, aber das Ehrengoal haben wir doch noch irgendwie reingewurst. Ich weiss nicht wie, aber die Scheibe ist drin. Kommen, Jungs, jetzt holen wir noch weiter das Goal. Jetzt machen wir den Match noch spannend. Jetzt machen wir den... Nein, wir machen ihn nicht spannend. Scheiße. Oh mein Gott. Hey. Da kommt in den letzten paar Sekunden noch ein bisschen Resultatkosmetik.
Zu viele Leute und nicht einmal einen Abschluss habe ich hergekriegt. Wir verlieren gegen den Z mit 1:3. Richtig bitter, aber der Z hat auch absolut verdient gewonnen. Also ich bin jetzt richtig froh, können wir weiter simulieren. Biel gegen, keine Ahnung mehr, wie es heisst. Auf jeden Fall führen Bieler nach dem ersten Drittel mit 1:0. 3:0 nach dem zweiten Drittel und jetzt ist mir eingefallen, der Gegner ist Frölunda. Und genau das Frölunda bezwingen am Schluss mit 3:2. So, zweite Live-Match, Davos gegen Tschechen und das wird verdammt schwer. Die Tschechen, die haben einen Angriff, habe ich vorgesehen, von 94. Wir werden sicher nicht viele Chancen kriegen und die wir kriegen, die müssen wir nutzen. Mann, das hätte 1:0 sein. Wow! Was für ein Hammer vom Wellinger! Wir haben Powerplay und nutzen sofort raus. 1:0 für den HCD. Yes! Unterzahl spielen und Goal machen, das wäre richtig nice. Aber der Schuss ist scheiße. Oh, Goalie, schön. Oh, der Match fühlt sich gerade so viel geiler an. Au! Oh, was für ein Save! Scheiße. Das ist nicht gut gewesen. Das ist gar nicht gut gewesen. Nein, da ist noch einmal der Ausgleich zum 1:1. Scheiße. Ich habe es gewusst. Ich habe gedacht, ich sage nichts, weil sonst passiert noch ein Goal. Aber auch wenn ich nichts sage, kassieren wir noch kurz vor der Pause das Goal. Nein, Mann. Oh mein Gott, was für ein Save und nächste Save. Nein, Goalie. Ach, fuck, hey. Da merkst du jetzt einfach den Sturm, den 94er Sturm. Hey, komm mal, nichts verteidigen, du. Komm, hey. Wir haben so ein schönes Goal gemacht. Wir machen ein nächstes. Nein, der Schuss geht auf den Goalie. Die machen halt weniger Fehlpässe oder setzen sich locker mal da durch. So Zeugs, genau so Zeugs meine ich, Chat. So Zeugs, ey, was die an der Scheibe bleiben, immer wieder. Und was die machen, ey, das bin ich jetzt richtig. Ich würde das auch können. Oh Mann, es ist schwer um den Match zu kehren, aber nicht unmöglich. Aber wenn ich so Chancen verhaue, dann wird es einfach verdammt schwer. Also wir müssen die weniger Chancen, halt, wo sich irgendwas ergeben, machen. Nein. Oh, Goalie, danke. Ja, lange ist nicht mehr zu spielen in dem Match und wir haben immer noch 3 Goal Rückstand und das ist etwas vom Besten, was ich euch zeigen kann. Okay, kriegen wir doch noch eine Goalszene vom letzten Drittel. Hey. 5:1 für die Tschechen. Ich wäre komplett demütigt. Im ersten Match schon eine Demütigung und jetzt gerade eine nächste hinten. Die letzten paar Sekunden sind auch noch am Laufen. Kommst du an ein Alibi-Schuss und sogar der wird blockt. Wir verlieren den Match gegen Tschechen mit 1:5. Absolute Demütigung in der Erfolg für mich. Aber es ist natürlich trotzdem noch nicht mit der heutigen Erfolg. Wir haben hier noch Matches zum Simulieren. Und der eine Match ist Schweiz gegen Turku, wo nach dem ersten Drittel es noch 0:0 steht. 1:0 nach dem zweiten Drittel. Und am Schluss gewinnt die Schweiz mit 3:0. Der nächste Match SCB gegen Mini Avalanche. Und da führt der SCB mit 1:0 nach dem ersten Drittel. Auch okay, sie haben es im zweiten Drittel können kehren. 2:1 für Mini Fs. Okay, es geht in die Overtime und es geht tatsächlich noch ins Penalty-Schiessen. Glücklich für mich hat Avalanche gewinnen nach Penalty-Schiessen mit 3:2. Das sind jetzt alle Matches von dieser heutigen Erfolg und in jeder Paarung führt das Team jeweils mit 2:0. Du siehst es jetzt gerade hier, welches wer führt. Und jetzt siehst du auch nochmal, mit welchen Teams ich beim nächsten Mal könnte spielen. Schreibt mir jeder das Team unten in den Kommentaren, die 2 Teams in den Kommentaren, mit denen ich spielen. Battle neu in den Kommentaren. Auch ein Like auf einen Kommentar zählt als Abstimmung, so gesagt, damit es noch spannender und extremer wird. Battlen euch. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!